Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, in der heutigen Episode dreht es sich komplett um Predictions und um ein Tippspiel, wo du mitmachen darfst, wo wir über die ganze Saison rein machen. Wie du da kannst mitmachen und wie das genau funktioniert, erfährst du in dieser heutigen Episode. Darum dranbleiben. Und wir reden auch noch, wie gesagt, über Predictions 2025 und auch schon über Predictions 2026. Wir reden hier ein bisschen über das Driver-Line-Up, das in Zukunft auf uns könnte vielleicht zukommen. Und falls du uns weiterhin supporten willst, dann doch gerne die Episode bewerten oder einfach allgemein den Podcast bewerten und ihn auch teilen. Ihr würdet uns mit dem sehr unterstützen. Und wir wünschen dir oder euch gute Unterhaltung und viel Vergnügen. So, dann legen wir los mit dieser heutigen Episode, wo es rein nur um Prediction geht. Aber nicht nur um unsere Prediction, sondern auch um eure Prediction. Und das werden wir jetzt euch hier ein bisschen näher bringen. Das haben wir auch schon in der letzten Episode ein bisschen angeteasert, oder ich glaube schon in den letzten 2-3 Episoden. Und zwar, wir haben ja in der Saison 24 ein Unsafe Release Bingo gehabt, wo ihr auch auf Instagram ein bisschen verfolgen, wie das so aussieht. Ist mehr oder weniger aktiv immer aktualisiert worden von meiner Seite her. Da muss ich mich auch ein bisschen an der Nase nehmen. Aber es hat doch immer ein bisschen Updates gegeben. Und jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir als nächstes. Weil das Bingo ist an und für sich schon cool gewesen noch. Aber wir möchten das ein bisschen mehr mit euch teilen oder euch ein bisschen mehr integrieren bei dem Ganzen. Und darum haben wir jetzt ein bisschen Prediction oder einfach so ein kleines Tippspiel organisiert, wo ihr auch mitmachen könnt. Und wie ihr da mitmachen könnt, ist mega simpel, das tue ich jetzt euch hier schnell kurz erklären. Und zwar, ihr müsst einfach auf die Webseite Tipkick gehen. Die findet ihr auch unten in der Spotify oder Apple Podcast Beschreibung oder einfach bei euch im Podcast Provider, wo ihr es jetzt hört, sehen Sie in der Beschreibung drin, habt ihr einen Link, die könnt ihr drauf gehen. Und auf dieser Webseite könnt ihr einfach schnell ein Konto erstellen. Danach einfach ganz wichtig, die E-Mail-Adresse, die müsst ihr bestätigen, dann, weil sonst kann es sein, dass ihr nicht reinjoinen könnt oder auch keine Tipps abgeben könnt. Darum einfach wichtig, das schnell kurz bestätigen. Und danach könnt ihr einfach, wenn ihr auf der Startseite sind von dieser Webseite, könnt ihr auf ein Tippspiel suchen. Dort gebt ihr einfach den Namen ein, Unsafe Release F1. Wie gesagt, ich tue euch alles in der Beschreibung noch ein bisschen festhalten. Dann könnt ihr auch dort nochmal nachschauen. Oder ihr könnt auch kurz bei mir auf TikTok drauf gehen. Dort habe ich auch schon eine Beschreibung gemacht, wie ihr reinjoinen könnt. Dann nachher, wenn ihr den Namen eingebt, also Unsafe Release F1, dann macht ihr einfach Tippmitglied werden oder Tippgruppe beitreten. Und dann nachher sind ihr eigentlich schon mit dabei. Und wenn ihr dann nachher dort drauf sind, jetzt bin ich natürlich wieder nicht mehr angemeldet, perfekt, so habe ich es gerne, jetzt muss ich mich schon wieder anmelden hier. So. Dann nachher könnt ihr einfach auf unsere Tippgruppe drauf gehen und dann macht ihr ganz wichtig Tippabgabe. Und dann nachher habt ihr die Möglichkeit, einen Tipp abzugeben für den kommenden Grand Prix, also sprich jetzt in unserem Fall wäre das jetzt der Grand Prix in Australien. Da ist immer ganz wichtig, die haben immer Fristen, weil logischerweise kann man nicht im Nachhinein einen Tipp abgeben, wenn das Event schon vorbei ist. Das heisst jetzt zum Beispiel, beim Australien Grand Prix könnt ihr noch einen Tipp abgeben fürs Qualifying, spätestens am 15.03.2025 am Morgen um 6 Uhr, weil ich glaube, das Qualifying fängt am Morgen um 6 Uhr an, dann ist eigentlich die letzte Minute, wo ihr noch etwas abgeben könnt. Ihr könnt Tipps abgeben für Positionen 1 bis 4, also nur von 1 bis 4 gibt es Punkte. Und es geht immer um den genauen Tipp. Also nicht, wenn man irgendwie näher dran ist. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, der Leclerc holt Pole, die haben aber jetzt P2 angegeben, gibt es keine Punkte, weil sie näher dran sind. Sondern ihr müsst wirklich genau diese Position treffen, dann gibt es 10 Punkte. Und dann beim Rennen genau dasselbe. Dort könnt ihr bis am 16.03. jetzt in dem Fall von Australien noch einen Tipp abgeben, am Morgen um 5 Uhr spätestens, weil dann geht auch der Grand Prix los und dann einfach von den Positionen 1 bis 8. Auch wieder dort, den genauen Tipp müsst ihr abgeben, weil sonst gibt es keine Punkte. Wichtig auch noch, man kann Bonuspunkte holen, indem dass man noch angeht, wer wird Konstrukteurweltmeister und wer wird Fahrerweltmeister. Auch wichtig da, die Tipps müsst ihr spätestens am 15.03. abgeben, am Morgen um 6 Uhr. Und der Bonus-Tab, den findet ihr eigentlich gerade, wenn ihr auf der Hauptseite sind von Australien, steht oben Australien und dann nachher ein Bonus nebendran. Dort könnt ihr dann nachher das andere noch angeben. Und ihr könnt
nicht euch irgendwie vertippen von den Fahrernamen her, weil es gibt einfach Auswahl an Fahrern, die ihr könnt angeben könnt. Dann nachher nicht verschrecken. Es kann manchmal sein, dass noch Ersatzfahrer auch angezeigt werden. Es kann zum Beispiel sein, dass der Valtteri Bottas drin steht, obwohl er gar nicht fährt, aber weil er ein Ersatzfahrer ist. Also zum Beispiel sein, dass er plötzlich einspringen müsste, dann könnt ihr natürlich ihn auch noch als Tipp abgeben. Einfach so nebenbei erwähnt. Das gleiche ist dann bei China. Da habt ihr von oben einfach so Pfeile, wo ihr hin und her gehen könnt und dann könnt ihr einfach eure Tipps abgeben. Ich würde euch hier einfach empfehlen, dass ihr immer so Grand Prix für Grand Prix den Tipp abgebt. Oder ihr könnt auch 2 Grand Prix nacheinander schon Tipps abgeben, aber man weiß halt nie, was so passiert. Darum wäre es ein bisschen von Vorteil, wenn ihr das nach und nach macht. Genau. Dann nachher, was ich euch ganz fest ans Herz lege, also ich mache keine Werbung für diese Webseite Quicktip, überhaupt nicht, aber ich würde euch empfehlen, ladet gerne die App runter. Könnt euch dort anmelden, weil die könnt ihr auch noch die Benachrichtigung aktivieren. Dann kriegt ihr immer eigentlich in der Regel 24 Stunden vor dem Grand Prix oder vor dem Qualifying eine Mitteilung über, hey, du hast noch keinen Tipp abgegeben, gib noch deinen Tipp ab, dass ihr es nicht vergessen, dass er nicht rausfällt. Oder beziehungsweise, dass ihr nicht den Grand Prix verpasst. Einfach wichtig, dass ihr das vielleicht noch optional macht, ist euch natürlich überlassen, aber es ist einfach wesentlich einfacher, dass ihr da noch irgendwie daran erinnert werdet, wie das dann nachher funktioniert oder beziehungsweise noch etwas abgeben könnt. Genau. Dann nachher, es geht um nichts, also das Ganze ist auch kostenlos. Ihr könnt einfach reinkommen, mitmachen. Wenn ihr halt nicht mitmachen weil ihr keinen Bock mehr habt, dann ist es so, dann müsst ihr auch nichts mehr abgeben, das spielt keine Rolle. Also eben, es geht nicht um Geld, es geht nicht irgendwie um einen Preis, wir machen das einfach just for fun. Wir wollen einfach schauen, wer Ende Saison am meisten Tipps richtig gehabt hat. Und wer keinen Tipp richtig hatte, wäre lustig, wenn wirklich einer keinen Punkt holen würde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch passieren könnte. Und ja, das ist eigentlich schon das Ganze. Also eben, wie gesagt, es ist relativ überschaubar. Es ist wirklich sehr einfach gemacht. Wie nochmal erwähnt, ihr findet alle Infos unten in den Beschreibungen von der Podcast drin. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr nicht weiterkommt, weil es irgendwo happert, dann geht gerne auf Instagram und geht auf @unsafereleasepodcast und schreibt mir dort einfach schnell kurz ein DM. Dann kann ich euch da schnell weiterhelfen, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach und selbsterklärend. Also ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Darum, falls gleich etwas wäre, wir helfen da gerne weiter. Genau, das ist einfach mal vorab. Das haben wir da euch ein bisschen näher bringen für den Podcast oder in diesem Podcast. Und ja, es geht jetzt noch weiter mit weiteren Predictions. Und zwar haben der Schübs und ich uns kurz ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, wer wird dieses Jahr Championship gewinnen als Fahrer und wer wird Championship gewinnen als Team? Und da haben wir auch schon noch ein bisschen Predictions gemacht. Ja, wer wird Platz 2, Platz 3 und auch bei den Teams und so weiter und so fort. Und ja, Schübs, wer wird in deinen Augen Championship gewinnen als Fahrer? Ich lasse lieber dem was vor, ich bin gespannt, was du sagst. Also zuerst mal Fahrer. Also, ja, ich habe mir das alles wunderschön notiert. Ich wollte einfach auch noch geschwind bezüglich der Prediction sagen, ey, ich finde das wirklich eine coole Sache, weil eben, Bingo war super gewesen, aber dort haben wir nicht so viel Interaction wie mit dem jetzt, also da kann jeder mitmachen und einfach auch schon mal vorab, schon bevor wir den Podcast aufnehmen, haben wir 40 Leute, die sich schon angemeldet haben, also verpasst es nicht. Kommen wir da mit durch die Journey das ganze Jahr durch. Ich finde das wirklich sehr, sehr eine coole Sache, einfach noch schnell von meiner Seite ja, sorry, ich habe einfach ein bisschen durchgeladen. Ich bin gerade alles so ich habe es gemerkt. Voll im Zeug drin gewesen. Ja, die richtig ausblenden schnell. Ich habe mir eben so auf die Schnelle überlegt, ob ich noch Mini-Prediction für Australien rausfetzen. Einfach so schnell. Aber ja, kannst du schon machen. Ich kann meine Ansagen empfehlen. Ja, können wir machen eigentlich. Ja. Also komm, einfach, dass ihr das auch gesehen habt, schon schnell, wie das funktioniert. Also ihr werdet es dann obviously sehen, wenn es startet oder vielleicht jetzt gerade am Starten sind. Aber wir predikten eigentlich im Quali Top 4 und im Rennen Top 8. Und ganz am Anfang, und das ist auch wichtig, bis zum 15.3. prediktet wir Konstrukteursmeister und ja, das habe ich schon Fahrermeister. Genau. Ja, okay, aber einfach halt jetzt nochmal zum Erklären, oder? Wegen dem, jetzt zuerst meine Top 4 für das Qualifying. Da habe ich Charles Leclerc auf P1, Piastri auf P2 und Norris auf P3 mit dem Verstappen auf P4. Und jetzt ist es ganz auffällig, dass etwas ein bisschen anders ist. Piastri gewinnt den Cape, weil erst Soll ich nicht zuerst noch meine Prediction sagen fürs Quali? Wie du willst. Also kannst du schon durchgrinden. Ich tu schnell.
Ich tue schnell durchgrindet, damit Also. damit es gerade Sinn macht, weil Norris wird Zweite, Verstappen wird Dritte, Hamilton wird Vierte, Russell Fünfte, Antonelli Sechste, der Gasly wird Siebte, weil die gut werden ins Jahr starten, und der Albon wird Achte, weil der immer gut ist in Australien. Und, ihr habt schon gemerkt, Leclerc ist nicht drin, Leclerc geht raus mit einem Schaden. Alter. Das ist meine Wilde Prediction. Prediction. Aha, Kann man zwar nicht angeben, wer ja DNF macht, aber wild. genau. Also, Yes, das ist meine. also das ist jetzt mal für Australien. Gut, also dann willst du gerade noch Driver Champion? Nein, komm, das machen wir nachher. Ich Nein, gebe das jetzt machen wir an- nachher. Das Ja. machen wir nachher. Also, ich gehe trainieren. Australien Qualifying. P1. Lewis Hamilton. Genau, du weißt es schon. Das ist natürlich klar gewesen. Der Jewish Hamilton holt Pole in Australien. Danach P2 Max Verstappen. P3 Oh. habe ich dann nachher Lando Norris. Und P4 habe ich den Oscar Piastri. Oscar Piastri. Genau. Ich sehe, du hast das Gefühl, der Red Bull ist gut, hä? Ich beliebe, ja. Sandbag. Und danach zum Rennen sage ich P1 wird aber dann der Charles Leclerc. Und zweiter Max Verstappen, dritter Lewis Hamilton, vierter George Russell, fünfter Oscar Piastri, Wo? sechster Kimi Antonelli habe ich auch. Danach siebter Liam, danach achter der Lando. Oh, scheiße, ich habe meinen Tipps abgegeben. Ich habe den Liam vergessen. Ja. Der Nein, Liam also- wird natürlich Zweiter. Ich muss alles eins abschieben und der Albon wird Neunter. Also ich habe das Gefühl, dass Leclerc ein schlechtes Qualifying wird haben. Und dafür aber im Rennen richtig krasse Rennpace wird haben. Oder vielleicht, sagen wir mal, noch vielleicht ein Safety Car. Ist ja in Australien gang und gäbe. Ja, nicht gang und gäbe, aber es gibt doch etwa die mal, dass das Safety Car kommt. Darum wäre es noch möglich, dass er dann profitiert. Mal schauen. Ich freue mich richtig auf den Grand Prix. Ich mich auch. Ey, es ist scheißegal, wie früh dass wir aufstehen. Es ist mir so egal. Ich freue mich 5 Uhr extrem geht es los drauf. am Morgen, Alter. Das ist Am schon 5 ein Uhr, bisschen ja. Aber es ist mir so egal. Also, Ja. Ich mache vielleicht sogar die Nacht durch für das. Auf jeden Fall. Nein, ich sehe es aber schon so, dass McLaren ganz klar die schnellsten werden sein. Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht viel, was Wirklich? dazwischen ist. Meinst du? Ja, 100%. Das Ding ist, ich komme auf die Prediction halt wirklich einfach wegen dem Testing. Und McLaren hat für mich mit Abstand am stabilsten und der most confident ausgesehen. Die haben sich nicht aus der Ruhe bringen, haben alle ihre Sachen durchgebracht und haben auch Sachen nicht gemacht, bewusst. Oder? Und von dem her, ich glaube schon, dass in der Ranking Order McLaren zum Start von der Saison wirklich die Besten werden sein. Und wegen dem denke ich auch, dass der Leclerc hat einfach mit seiner One-Lap-Pace, die er hat, vielleicht im Pole rausholt, wenn es gut kommt. Aber dass er nicht den Win wird holen. Also ich sage, auch wenn er nicht DNF, wie es in meiner Prediction ist, wird er nicht den Dings holen. Den Win. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Liam, meine ich ernst. Ich wollte einfach, dass Piastri Liam 1 und 2 sind, weil das halt einfach down-under ist. Oder? Da haben wir den Australier als Ersten und den Neuseeländer als Zweiten. Das fand ich doch cool. Aber Ja. nein, sonst... Also gut, ich muss auch dazu erwähnen, ich habe meine Predictions da schon Anfang Januar abgegeben, weil ich habe ja das, also da gehen nochmal dicke Grüße raus an Simi, weil der hat mir das alles organisiert, oder uns alles organisiert auch noch. Er ist einfach mit der Idee gekommen, ich habe es dann mit ihm ein bisschen besprochen. gehabt. Und der hat das da alles ein bisschen installiert, sage ich jetzt einmal. Und das haben wir mal Anfang Januar mal gemacht und dann haben wir das dann, also alle meine Tipps schon abgegeben. Darum Grüße gehen raus an Simi. Und ja, richtig geil. Also, ich glaube, mit dem Tippspiel wird das recht lustig werden durch die Saison durch. Eben wichtig, einfach verpasst es nicht oder vergessen nicht, Tipps abgeben. Darum, wie gesagt, tönt am besten hier gescheit die App runterladen, kostet nichts. Benachrichtigung reinfetzen und dann nachher werdet ihr immer erinnern, Yes. dass ihr noch gescheit kurz mit dem Tipp abgeben. Wenn ihr so Tipps habt, innerhalb von etwa 2 Minuten abgeben, wenn einfach etwas rennt. Genau. Wir dürfen da wirklich erwarten, dass wir im Podcast werden darüber reden. Ich denke, dass wir in jedem Podcast ein Plätzchen finden. Wo das noch Sinn für uns schauen wir noch. Aber da werden wir dann nicht einfach auch nur von unseren Predictions reden, sondern logischerweise auch, wer von euch am besten dran ist. Also, ja, wünsche ich ganz viel Glück und vielleicht hören ihr euch dann selber im Podcast erwähnt. Genau. Gut, dann gehen wir Gut. weiter zu der Driver Championship. Jetzt Mhm. übergebe ich dir gleich wieder das Wort. Was denkst du, Yes, wer yes. gewinnt Championship, Fahrer Championship?
Yes, wir haben es ja so gemacht, also wir wollen da nicht eine riesige Geschichte daraus machen und alle Plätze bedeckt. Habe immer das Gefühl, das zieht sich auch nicht in die Länge. Wegen dem ist es einfach Top 3, wo wir jetzt so werden sagen auf unserer Seite. Und was ich das Gefühl habe, ist relativ simpel. Ich denke, dass Red Bull, ich tue gerade alle 3 abraten, wenn das okay ist. Mhm. Ich denke, dass Red Bull relativ schwach wird starten. Aber vor mit P3 an zuerst. Genau. Okay, gut. Ich denke, dass die sehr schwach werden starten, aber sich im Verlauf des Jahres noch mal ein bisschen werden verbessern. Einfach weil andere Teams wahrscheinlich nicht so viel investieren werden. Aber nicht so fest wie Ferrari oder McLaren das ist. Also Red Bull wird schwach starten, stark oder stärker aufhören. Und wegen dem denke ich, dass der Verstappen sich einfach mit seinen Skills auf Platz 3 kann kämpfen kann. Aber ich glaube, dass sie am Anfang das viertschwächste Auto werden haben. Oder das viertstärkste Auto von allen. Wegen dem sehe ich ihn auf Platz 3. Auf Platz 2 haben wir den Mr. Bottle, Lando Norris. Ich glaube, er wird es wieder verkacken, obwohl er das stärkste Auto hat, die Championship zu gewinnen. Und wegen dem, dieses Jahr seine, ich believe auch, wird der Charles Leclerc Weltmeister. Du musst ein bisschen belieben. Leclerc! Übrigens, für die Drive to Survive nicht geschaut haben, Alter, wo der Dings, gell, wo McLaren gewonnen hat, der Sack wieder. Ja. Das ist so geil. Du hast ja die Episode auch gesehen, wo der Leclerc posten in Monaco und dann hat einfach Limit überschritten oder so. Oder unzureichende Mittel oder so. Alter, so gerade wenn Netflix da ist, ey, so Lachflash geschaffen, Mann. Ist so gut. Also, ja, wir werfen es geschaut rein. Das Jahr Drive to Survive ist wirklich schaubar, kann man so sagen. Und es ist wirklich mal nicht so dramalastig. Wir haben gerade vor der Aufnahme ein bisschen darüber geredet. Es ist nicht so dramalastig und es ist wirklich mal ein bisschen authentischer gemacht. Also das Jahr muss ich wirklich sagen, also nach etwa der 3., 4. Folge habe ich gedacht, so, wow, mal das Jahr haben sie es langsam ein bisschen begriffen, dass es nicht immer um Drama muss gehen und so. Und sie haben schon ein paar gute Sachen auch rausgelassen, die ein bisschen unnötig gewesen wären. Die Rennen sind endlich auch mal kongruent. Du hast klar, okay, es kommt immer noch zwischen den Episoden hin und her, aber manchmal ist in der Episode ein Rennen, das später passiert ist, vorher behandelt gehabt. Einfach so, du merkst richtig, wie so das komplett urgespürt worden ist. Und ich finde, obwohl sie viele interessante Themen nicht besprochen haben, wie zum Beispiel Williams mit dem Driver Swap etc., haben sie nicht gross angeschaut, haben sie trotzdem sehr interessante Themen aufgegriffen und ja, es ist nicht unnötiges Drama gross geschrieben worden, sondern wirklich das, was effektiv passiert ist. Und anscheinend ist die zweitletzte Episode sehr gut. Das ist die einzige, die ich noch nicht gesehen habe, mit dem Fabio Briatore. Ich meinte, es ist die zweitletzte. Ja, muss. Die habe ich noch nicht gesehen. Also, die ist, ja, sie hat sie echt crazy gefunden mit dem. Es ist schon die zweitletzte, ja. Ja. Die mit Haas. Ja, das ist. Die ist geil gewesen, die habe ich Gefühl gehabt. Aber ich finde auch, der Briatore finde ich auch einen richtig geilen Charakter eigentlich. Das ist einfach funny. Wenn er im Pierre einfach sagt, I thought you were a wanker. Okay, chill. Ja. Anyway, back to the topic, Drive to Survive, das war okay. Nicht so wie sonst. Und eben, Verstappen P3, Norris P2, Leclerc P1 auf meiner Seite. Was sagst du? Also, ich schließe mich deiner Aussage an bezüglich Red Bull. Ich believe auch, dass der Max P3 wird holen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er die Championship das Jahr gewinnt. Weil ich glaube, da ist einfach zu viel von letztes Jahr noch, wo irgendwie ein bisschen noch, sagen wir so, im Rucksack drin ist, wo sie mitschleifen und alles drum und dran. Darum ich denke, dass das schon Auswirkungen wird haben auf die Performance vom Auto und darum P3. Und sagen wir es so, wenn er sie wirklich gewinnt, dann wird er die Geschichte gehen als einer der besten Fahrer, wenn nicht sogar der beste Fahrer ever. Weil jetzt würde es mit einem richtig schlechten Auto machen. Ja gut, ich meine, er hat es ja letztes Jahr eigentlich schon bewiesen. Ich meine, schau mal, wo er war und wo der Perez war. Ja, okay, gut. Und ich meine, schau mal, sein Drive in Brasilien und alles. Also, ich glaube, da müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, dass er einer der Besten ist. Also von dem her, er ist wirklich,
gehört mit zu dieser Liste. Also wo wirklich auch neben Lewis, neben Schumacher, Senna, ja, Prost kannst du auch noch drin rein, er ist auch wirklich gut gefahren und so. Also wirklich, der kommt schon in die Liga rein, das muss man schon wirklich auch anerkennen. Und ich bin überhaupt kein Max-Fan und ich sage das. Also, dann nachher, P2, sage ich Lewis mit Ferrari und P1 sage ich Lando. Nein, Charles Leclerc. Also, Leclerc denke ich auch, ich beliebe in Ferrari. Ich glaube, dieses Jahr wird es klappen. Ich weiß nicht, aber dieses Jahr habe ich wirklich ein gutes Gefühl bei Ferrari. Ich hatte zwar letztes Jahr schon ein gutes Gefühl gehabt, aber mein Gefühl hat mich ja nicht direkt endlich enttäuschen oder irgendwie angelogen, weil ich meine, Ferrari hat wirklich eine gute Saison gehabt und hat sich ja auch wieder vorgekämpft. Die sind ja stark gestartet eigentlich, dann ein bisschen abgeschwacht nach Imola und dann wieder raufgekommen. Also von dem her, ich glaube, Ferrari dieses Jahr könnte es wirklich reissen. Bei McLaren sehe ich es ein bisschen so, dass ich das Gefühl dass die zwei Fahrer, sprich Lando und Piastri, dass zwischen denen richtig wird klopfen das Jahr. Ich glaube nicht, dass der Piastri gewillt ist, wieder ein bisschen zurückstecken, wie er es jetzt letztes Jahr hier und da hat müssen machen. Und ich denke, dass er mehr so seinen Kopf durchsetzen und ja, um ein Championship fahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier und da ein bisschen Punkte werden verloren gehen, weil sie halt einfach ja, zu hitzköpfig werden. Ja, das sehe ich. Also, darum, auch nicht zuletzt, wenn man Drive to Survive die Episode geschaut hat, wo sie das Thema ein bisschen behandelt hat, man hat schon gemerkt, dass der Piastri eigentlich sehr einen sturen Kopf hat. Das fällt gar nicht auf gegen Ausses ist, aber der ist wirklich stur. Und ja, sehe ich, wie das kann tragen. Das Ding ist einfach, ich glaube eben, dass der McLaren sehr stark wird sein, das ganze Jahr über. Und ich glaube, dass McLaren auch versteht, dass mit den neuen 2026er Rags das Potenzial da ist, dass halt ihr Auto die Championship noch gewinnen kann und dann halt wieder Geduld angesagt ist. Oder? Und wegen dem, ich komme jetzt mal einfach auch schon zu meinen Team Predictions. Ich glaube, dass dort nämlich die Aufstellung gegen Ende des Jahres wieder Red Bull auf P3 wird sein, er wird Verstappen das Team auflüpft. Ferrari sehe ich nicht, dass sie das schnellste Auto werden am Anfang der Saison haben und ich glaube auch am Ende der Saison nicht. Aber sie werden stabil immer dabei sein, wegen dem gewinnt Leclerc trotzdem. Aber ich denke aber schon, dass McLaren über das ganze Jahr das beste Auto wird haben. Gut starten und auch gut beenden werden. Absolut. Ja, also ich habe es fast gleich. Auf Ferrari und McLaren habe ich geswappt, weil ich bleibe bei meiner Meinung, dass zwischen diesen zwei Punkte können verloren gehen, aber immer noch mehr Punkte gesammelt werden als Red Bull sammelt, weil Lawson nicht die Performance bringt wie jetzt ein Verstappen oder nicht auf die Punkte herkommt wie ein Verstappen. Darum denke ich, Red Bull P3, McLaren P2 und Ferrari auch Konstrukteurweltmeisterschaft haben, dass sie einfach beide sollen. Ich gehe volle Karte auf Ferrari dieses Jahr. Meinst du nicht, dass Leclerc Hamilton auch hitzig werden? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass der Hamilton wirklich im Leclerc aus dem Weg geht. Und ich glaube nicht, dass der Leclerc nach all der Arbeit, die er in Ferrari reingesteckt hat, den Hamilton führen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube aber... Also, ich bin ehrlich, ich glaube eher, dass der Lewis wird zurückstecken. Okay, weil er es respektiert, dass er halt früh stoner ist. So genau, quasi, ich glaube eher, dass also, entweder kann ich es komplett falsch liegen und er will einfach, so den Platz zuerst machen und sagen so, hey, schau, wie gut dass ich bin, weißt du, in dem Sinn, oder wie, dass ich es noch drauf habe und er wird ausverrecken den 9. WM-Titel, nein, den 8. WM-Titel haben. Und das kann natürlich auch so sein, aber so mein Gefühl sagt mir einfach, er wird gegen Leclerc über eher zurückstecken, weil ich meine, der Lewis ist ja eigentlich, weißt, er muss ja eigentlich nicht mehr beweisen in dem Sinne. Er ist ja eigentlich schon mega gut gewesen oder ist ein guter Fahrer, weißt, und hat viel, wie soll ich sagen, Erfolge gefahren. Aber ich denke jetzt eher, dass er wird zurückstecken, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht wieso. Ich denke eher, dass der Charles Priorität 1 ist, immer noch bei Ferrari. Ich weiß nicht, irgendwie so, immer noch das Gefühl. Es ist halt schwierig zu sagen, weil schlussendlich der Freddy ist ja eigentlich mit beiden Fahrern sehr vertraut. Er hat beide Fahrer sehr lange mit ihnen zusammen gearbeitet. Von dem her, vom Freddy her selber wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ich glaube, dass Ferrari aber ganz klar wird
weil das ist eine Situation, wo sie eigentlich schon seit Jahren nie mehr hatten. Sie werden ganz klar einen Fahrer priorisieren, aber ich glaube, dass sie relativ fair werden sein in der Entscheidung, wer sie priorisieren. Und zwar nicht, Hamilton ist dienstälter in der Formel 1 oder Leclerc ist dienstälter bei uns und nehmen das als Entscheidung, sondern ich glaube nicht, dass die Entscheidung wird sein, ja, der halt, keine Ahnung, bis Mitte von der Saison am meisten Punkte hat, priorisiert. Ja. Der am ehesten den Fight kann gewinnen. Ich glaube, das werden sie ziemlich klar dann auch den Fahrer kommunizieren. Das haben Ja, schon und bei Vettel und Räikkönen noch gemacht. Und ich glaube auch, halt einfach, es wird halt ein bisschen geschaut, glaube ich, so die allgemeine Performance ist, sprich auch in den Qualifyings und so, weißt du, wer eine bessere Position an uns rausfährt und alles. Und da halt einfach eben so, denken wir so, dass sie vielleicht nach 3-4 Rennen, wenn sie sehen, in welche Richtung das geht, dass sie das schon werden priorisieren. Aber ja, also ich hoffe ja einfach auch, dass sich beide daran halten. Ich denke, der Leclerc eher als der Hamilton, weil Hamilton-Rosberg haben wir ja auch gesehen, wie gut das manchmal funktioniert hat. Oder Hamilton-Alonso, ist auch so das Thema gewesen noch. Aber also ich wünsche mir einfach wirklich für den Leclerc, weil ich bin jetzt auch nie so ein riesen Leclerc-Fan gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ihm gönne ich es mit unter den, sagen wir, 4 anderen Fahrern, die ja alle zusammen in Formel 1 gekommen sind, also sprich Albon, Russell, Norris, Pierre. Dann, vor allem gönne ich es ihm am meisten, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich glaube, ich persönlich würde sagen, glaube ich, Pierre noch mehr gönnen. Ja, Pierre würde ich es auch gönnen. Aber ich finde ihn eine coole nicht in einer Position. Genau, also, genau. Aber der Norris, muss ich nicht oft darüber reden, da kennt ihr meine Meinung schon gut. Albon hat einfach das Auto nicht dazu. Russell habe ich nicht gern. Und der Leclerc sieht einfach gut aus. Also von dem her hat er einfach... Ja, genau. Also, Obvious choice. Darum hat er es auch absolut verdient, oder? Dass er die Championship gewinnt, oder? Ich weiss noch, wo meine Freundin, wo wir so ein bisschen, ab und zu hat sie auch so ein bisschen mitgeschaut und so, und dann hat sie gesagt, ja, Norris ist schon herzig. Hat sie gesagt, Norris ist schon herzig. Dann hat sie gesagt, ja, warte ab, bis mal der Charles Leclerc ist. Ja. Ja, nein, das ist einfach der schönste Mann, wegen dem gewinnt er. Ich schwöre, hey, der Charles ist wirklich schön. So, also jetzt gehen wir aber weiter. Bleiben wir da die ganze Zeit. Wir sehen in dem Fall wirklich, dass eigentlich gleich, also es ist ganz klar, der Championship Fight wird zwischen McLaren und Ferrari sein. Ich persönlich glaube nicht sehr daran, wie halt viele das machen, dass viele haben das Gefühl, dass wir einen riesen Championship Fight werden haben, Inter-Teams mit irgendwie 4 Teams und irgendetwas. Sehe ich nicht so. Ich sehe es so, dass McLaren Ferrari gegen 1-2 werden oder für 1-2 werden kämpfen und Red Bull Mercedes für 3-4. Und danach kommt es halt einfach extrem darauf ab, wie die restlichen Teams und die restlichen Fahrer halt dort performen. Ich meine, nur schon bei Mercedes ist eine riesige Frage offen beim Antonelli. Ist es zu früh gewesen oder nicht? Und das wirft dann auch automatisch auch immer so die Frage auf, wer wird denn im 26 noch weiter fahren? Weil du musst jetzt halt auch sehen, wir haben 6 Rookies, die rum sind. Ja. Und da könnten sich relativ viele Änderungen eigentlich anbahnen für 26. Und das ist jetzt das, was wir in dem Sinne noch anschauen. Driver Swap 25. Also, welche Veränderungen werden wir von den Fahrern her noch sehen für 2026? Und ich greife da schnell vorab zuerst mit der Liste von den bereits bestätigten Fahrern, obwohl wir ja wissen, wie das ist mit Verträgen wie der Formel 1. Aber bestätigt bis jetzt ist bei McLaren Norris und Piastri, bei Red Bull der Verstappen, bei Aston Martis, Alonso und Aston Martis. Martis, ja. Weil Aston Martis, Alonso, Stroll. Bei Haas ist der Bearman und der Ocon, was ich krass finde. Bearman direkt einen 2-Jahres-Vertrag zum Start. Dann Albon und Sainz bei Williams, der Leclerc und der Hamilton bei Ferrari. Bei Alpine ist nur der Gasly confirmed, dafür aber für Audi bereits so confirmed. Das finde ich einen coolen Move eigentlich auch. Hülkenberg und Bortoleto. Aber das wirft natürlich noch ein paar Fragezeichen auf. Und ich glaube, eines der grössten ist ja eigentlich gerade bei Red Bull. Wer wird bei Red Bull fahren im 26? Muss ich sagen. Wenn du es weißt, wenn es aufgeschrieben ist. Ja, ich weiß es, ja. Daniel Ricciardo. Nein. Nein, ziemlich klar in meinen Augen und ein absolutes Muss ist Yuki Tsunoda. Mhm. Muss. Das ist der, den ich gerne würde schreiben, ja. Muss.
Muss. Geht kein Wenn und Aber. Yuki muss kommen. Und Liam, ich habe Liam finde ich super. Ich finde ihn einen lustigen Hype und ich finde auch jetzt absolut verdient. Aber ich habe das Gefühl, und da lehne ich mich ja brutal aus dem Fenster aus, ich habe das Gefühl, Yuki swap Liam während 2025. Oh, was? Ja. Krass. Ich sehe es eben ganz anders, weil ich habe das Gefühl, dass sie den Liam sehr gern haben. Der Liam hat auch einen gewissen Biss, wo ein Yuki eigentlich auch hat, aber Yuki wird so hart ghostet von Red Bull, dass ich es sogar ganz anders sehe. Und ich tue es da schon vorab greifen, der Yuki hat im 2026-Line-Up, wo ich sehe, keinen Platz. Das ist ein bisschen eine heftige Prediction, aber ich denke, dass der Liam nämlich der Dings wird bekommen, der Sitz. Noch einmal für ein Jahr, fast egal wie gut er performt. Einfach, weil sie aus dem Album zum Beispiel gelernt haben, wenn du noch mal ein Jahr gibst, kannst du wirklich noch mal ein Jahr evaluieren. Und sie haben relativ viel junges Talent, wo wir nachher bei V-Carb drauf kommen, wo sie halt auch noch schauen müssen, wie es läuft. Also Red Bull ist einfach immer noch, wie schon die letzten Jahre, seitdem der Ricciardo gegangen ist, einfach immer noch in einem Fahrerloch. Sie haben keine Ahnung, wer sie nehmen sollen. Und wenn ich schaue für Tsunoda, wo hat der Platz, ist der einzige Platz, oder die einzigen 2 Plätze, die realistisch wären für mich, wären Haas, wegen dem Toyota-Sponsorship, und Aston Martin wegen dem Honda-Sponsorship. Und das klingt jetzt hart, aber ich glaube, die Yuki, er ist super, aber alle anderen Teams sind nicht interessiert, außer sie haben irgendeine Affiliation zu Japan. Und sonst sehe ich nicht, wie andere Teams würden interessiert sein an ihm. Und das ist schade. Aber ich denke, dass er Comeback 2027 bei Aston Martin macht, wenn der Alonso geht, wo Aston Martin 2026 nicht performt hat. Das ist mein broader Scheme, wo ich denke. Ja, spannend. Also, ja. Mal schauen. Das ist ein riesen Arch. Ja, wirklich, ja. Ja. Ich bin gespannt, was du bei WeCarb noch sagst. Ja. Wir kommen aber noch nicht zu VCarb. Das nächste Team wäre von der Reihenfolge her Mercedes. Dort sind lustigerweise beide Verträge nicht weiter. Also das heisst lustigerweise, bei Antonelli macht es Sinn. Beim Russell, der Vertrag ist, was ist 3 Jahre gewesen? Der Mercedes-Vertrag 4 Jahre. Ist möglich, ja. Also er läuft auch schon aus. Das ist schon er läuft auf jeden Fall aus. Ich sehe aber persönlich nicht, wieso dass man ihn wechseln sollte. Ich finde, er macht einen guten Job da drinnen. Und wenn er nicht absolut eine ranzige Saison hat, wird er das jetzt wieder bekommen. Und ich glaube noch, dass der Antonelli keine schlechte Saison wird fahren. Also bin ich dort relativ langweilig und sage Russell, Antonelli für 26. Ja, also es gibt immer noch ein bisschen Spekulationen halt, oder eben wenn der Antonelli nicht performt, dann wird der Bottas trainieren und so. Und ganz ehrlich, also mein Traum wäre jetzt, dass der Russell richtig abkackt und dann kommt der Bottas für den Russell in und der Antonelli bleibt. Das wäre richtig wild. Und darum gehe ich auf die ganz wilde Prediction-Schiene drauf und sage, der Russell fliegt, weil er komplett scheiße performt. Und dann Antonelli ihm komplett auseinander nimmt. Und der Antonelli fährt den Motoren und dann kommt der Valtteri Bottas wieder und löst mal den Russell ab. Wäre sehr schön. Es wäre hure wild, Alter. Das wäre richtig krank. Das wäre krank. Ja. Du, also ich glaube, jeder würde es ihm gönnen, im Bottas, wenn er könnte zurückkommen. Ich glaube aber auch, dass bei ihm der Laden so ein bisschen unten ist, außer bei Mercedes. Wegen dem hat auch er bei mir leider keinen Platz gefunden im 26er-Line-Up. Ich komme schon zum nächsten Team. Alpine Gasly ist ja schon confirmed und für mich gibt es keine Diskussion. Der Colapinto hat nicht unterschrieben, ohne dass er einen Vertrag für 26 versprochen bekommen hat. Das ist meine Meinung. Ich glaube, der Colapinto übernimmt den Touren bereits schon im 25. Ich rate den Touren, ich finde ihn einen coolen Cape, aber ich glaube nicht, dass er so gut kann performen kann, dass der Priaratore wirklich Freude wird haben. Schlichtweg. Ja, nein, also ich gehe damit, ich sage auch Alpine 2026, spätestens 2026 mit Gasly und dem Colapinto. Okay. Ja. Dann noch zu VCarb, das ist das letzte von den Teams, wo wir schon wirklich eine kleine Ahnung haben, wo es wirklich 100% Sinn macht, wer rum ist.
Aber ich gehe da ein bisschen gegen den Strich. Ich sage nämlich, dass der Isaac Hadjar, dass dem noch eine zweite Chance wird geben werden. Ich glaube zwar nicht, dass er außerordentlich gut performt, aber ich glaube, sie werden ihn behalten, weil er halt doch Biss hat und ich glaube, er wird ein bisschen unterschätzt. Wenn nicht Hadjar, dann logischerweise aber Yuki Tsunoda. Aber was für mich fix ist, ist, dass im 26 der Arvin Lindblad wird fahren. Das ist wieder mal ein Ausnahmetalent, wo Serien überkommt und einfach alles gewinnt. Ich glaube, es 1 oder 2 Jahre unter dem Antonelli in dem Sinn. Also schon noch sehr ein junger Cape. Der wird aber, wenn es mich nicht täuscht, Formel 2 fahren nächstes Jahr. Ja, fahrt, Und ja. wird, ja, genau. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen im Auge behalten, die noch nicht Formel 2 schauen. Fahrt für machen's. Campos. Fahrt für Campos. Ein Team, das historisch gesehen nicht sehr gut ist, aber ich glaube, er wird gut performen. Also historisch gesehen, auch die letzten paar Jahre nicht sehr gut ist. Also ich glaube, der Lindblad hat den Sitz für 26 schon fix. Und ich glaube, der Tsunoda ist einfach zu lang schon bei V-Carb und sie werden den Platz in dem Sinn im Hadjar geben, damit sie halt noch ein Jahr länger schauen können, ob er es wert ist oder nicht. Okay. Gut, also, ich sage, aber ich gehe davon aus, der Yuki geht zu Red Bull. Darum sage ich, der Hadjar bleibt bei V-Carb. Und jetzt, ich habe den Dings, wie heisst er da, den Lindblad habe ich auch eigentlich auf dem Schirm gehabt. Aber ich gehe ganz wild und ich sage, der Sebastian Montoya kommt rauf. Oh, was? Weil er ist ja auch bei Red Bull dabei. Und Ja. ich habe mir gut, also er hat jetzt zu Prema gewechselt, mal schauen, ob er eine krasse Saison hertatschen. Prima ist halt schon stark. Und wer weiß, vielleicht kriegt er noch eine Testfahrt über in einem V-Carb, oder beziehungsweise nein, nicht im V-Carb, in einem Racing Bull das Jahr, weil sie mit immer so Rookie-Driver-Tests machen. Da kann man vielleicht gut vorstellen, dass plötzlich ein Montoya wieder dort ist. Ich meine, er ist schon, oder sein Vater ist sehr, sehr aktiv am Grid immer noch. Und ich meine, ey, wer kennt den Montoya nicht, oder? Also ich meine, der Juan Pablo ist eine Legende im Formel-Sport oder Formel-1-Sport. Und ich meine, das ist sein Sohn. Und ich kann mir gut vorstellen, auch marketingtechnisch wäre es sehr interessant für Südamerika wieder. Und darum, wer weiß, vielleicht kommt er. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich mache dir eine Richterrechnung, aber du weißt, dass er nicht mehr Red Bull Junior ist. Mal, er ist noch Red Bull Junior. Also auf der Homepage ist er nicht mehr drauf. Also wenn ich da die Breaking News sehe, steht er da vor einem Prima-Werk mit der Red Bull Cup auf der Mütze. Ja. Genau. Er ist gewesen. Warte, so kann ich schnell schauen. Und da im Januar haben sie auch nochmal einen Beitrag veröffentlicht, wo er den Red Bull Cup anhat. Sehen wir das echt alle gut. Du wärst auf der Homepage Our Drivers unter dieser Section ist er nicht mehr drin. Das Ding ist aber auch, dass er nie so gut performt hat. Also wegen dem I don't know. Also ich finde es eine geile Prediction. Ist sehr left out of field komplett. Aber bin ich noch sehr gespannt. Mal schauen. Ich meine, muss ja nicht heißen, dass er. Weißt du, kann ja sein, dass sie ihm wieder Deal anbieten. Who knows? Ja. Kann absolut sein. Wenn er super Dings hat, dann kann das sehr gut sein. Ja. Ja, steht nicht. Was ich mir eben auch noch überlegt habe, wäre gewesen, der. Wie heisst der? Der ist jetzt bei Alpine drin und dass sie vielleicht mit Alpine irgendwie einen Deal ausmachen. Der Gabriele Mini. Nein, er fährt jetzt aber nicht mehr in der Formel 2, der Paul Aaron. Oh, ja, Dass Paul sie- Aaron, den würde ich auch sehen, ja. Dass sie vielleicht mit Red Bull zusammen irgendwie so einen Deal ausmachen. Weil der ist jetzt eigentlich bei Alpine Reservefahrer. Oder nicht irgendwie in einem Programm drin. Ich weiß nicht, wo er jetzt fährt. Der Formel 2 fährt er jetzt, glaube ich, eben nicht mehr, habe ich gemeint. Dass sie dann nachher irgendwie reinziehen oder so, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Weil schlechte Rennen hat er eigentlich nicht gehabt. Er hat einfach viel Pech gehabt. Ja, also er hat wirklich sehr viel Pech gehabt. Er war eigentlich lang Championship-Contender gewesen. Simi hat sogar relativ früh schon predicted gehabt, dass er wird gewinnen. Ja, aber es hat leider wirklich eigentlich mehr aus Dings nicht gepasst. Aus
Fehler von der Strategie her, Crashes, die passiert sind, und er nicht verantwortlich war dafür. Ja, also es ist wirklich possible. Und wenn ich da schaue, es hat noch einen Sitz frei bei ART Grand Prix und es hat noch einen Sitz frei bei Van Amersfoort Racing. Aber Stand jetzt sehe ich seinen Namen nicht auf der Liste drauf. Ich hoffe, dass ART ihn aufgreift, weil gutes Team, da könnte er sich noch eins beweisen. Ja. Das wäre cool. Aber in any case, von mir zwei hin und her haben wir noch ein einziges Formel 1 Team zum Besprechen. Und dann denkt ich sicher, das sind ja schon 10 gewesen. Aber nein, wir haben schöne News bekommen. Offiziell fahren im 2026 11 Teams. Ich habe richtig Freude daran. Wir haben schön 22 Autos auf der Strecke gesehen. Ja, etwas, was es schon seit wann nicht mehr gegeben hat. Ich denke über 20 Jahre, oder? Nein. 2012 hat es glaube ich noch gehabt. Schon? Ja, warte, ich Mit Caterham und Manor gewesen. Oder Marussia. Sind das Marussia? Also nicht eins von beiden war. Könnte gut sein, ja. Also Ja, aber trotzdem. Es ist einen Weg schon mal ein bisschen länger her. Ich gucke, eine Sekunde, 2012. So, da haben wir gehabt. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Das ist auch nicht das, was mal Ergebnisse sind. Moment. 2012. Da. Ich habe gemeint, jetzt sind es so viele Teams gewesen. Da WM-Stand-Teams. Da haben wir gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Hä? Hä? Es nur 8 Teams gehabt, 2012 kann sein. Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Sauber, Toro Rosso, Williams, HRT. Ja, der war 2011 gewesen. Jetzt gehst du kurz auf 2011 switchen. Ah krass, hat es nochmal 8 Teams gegeben? Das bist du nochmal geschwind, jetzt kann das nicht sein. Also, so, 11, 1, 2, 3, 4, Ferrari, 5, Mercedes, 6, Lotus. 7, 8, 9. Nein, ich weiss nicht, was du für eine Liste gefunden hast, aber 2012 Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Lotus, Force India, Sauber, Toro Rosso, Williams, Caterham, HRT, Marussia, 12 Teams. Okay, gut. Das sind sogar 12 gewesen dort, ja. Aber richtige Prediction. Richtige Dings. Ah ja, da 12, ja. Das sehe ich so, ja. Ich Aber wollte falsch sagen, geguckt, also falsch geguckt, sorry. Weniger als 8 gibt es doch gar nicht. Ich habe gemeint, dass im Concord Agreement drin steht, dass wenn man weniger als 10 Teams hat, dass dann Formel 1 dem Team wird finanziell so aushelfen, wo würde rausgehen, wie es geht. Ich glaube, es immer 10 sollte sein, habe ich gemeint. Ja, das ist gut möglich. Genau. Gut, in any case aber, wir haben offiziell wieder ein 11. Team, nämlich Cadillac. Es ist jetzt zu 100% confirmed, sie haben den Entry und alles angemeldet. Also es ist schon klar, wir haben eigentlich gewusst, dass es wird passieren, aber die Anmeldung ist noch nicht durchgekommen bis jetzt. Aber das ist auch logisch irgendwo durch, weil das braucht viel Zeit, dass du alles angehst, wie Search etc. Und da ist jetzt halt extrem speziell, wer sollte fahren. Aus für mich unerklärlichen Gründen ist zum Beispiel Colton Herta immer wieder ein Name. Obwohl sie die IndyCar in meinen Augen viel bessere Fahrer geben. Aber der Colton Herta ist mit Cadillac unter dem Hut und ja, er hat auch schon oft gesagt, dass er auch gerne mal in Formel 1 würde gehen. Wobei ich es einem Alex Palou viel mehr würde gönnen, weil dem sein Ziel war eigentlich ursprünglich gewesen, in die Formel 1 zu kommen und zuerst durch die IndyCar zu gehen, weil er halt keinen Platz bekommt in der Formel 1. Das ist von Spanien eigentlich. Ja, also ich hätte gerne gesagt, dass Alex Palou das jetzt bekommt, aber ich glaube, dass Colton Herta das wird schaffen, weil sie wollen unbedingt einen amerikanischen Fahrer haben. Und für Platz 2 in diesem Team, ja, eine kleine spezielle Prediction, und ich wage es fast nicht zu sagen, aber ich denke, der Perez kommt das jetzt über. Einfach schlichtweg, weil er viel Cash bringt. Er ist von Mexiko, Südamerika, oder? Wollte man vielleicht noch ein politisches Statement dazu machen, Love over everything, oder? Wir sind keine Rassisten, wir wollen unbedingt
Mexikaner und so, wichtig, besser kann ich das. Irgendwie so etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man ein Statement machen gegenüber der Politik, die momentan in Amerika passiert. Und andererseits halt einfach nur wegen dem Cash und wegen der Erfahrung, die Perez bringt. Also ich sage, Sergio Perez und Colton Herta werden 2026 für Cadillac fahren. Okay. Also, ich finde es ein bisschen speziell und ich greife eben so vorab ab. Und zwar, dass, wo das bekannt gegeben wurde, ist, dass Cadillac jetzt kommt, ist lustigerweise die ersten 2 Fahrer, die dem Team gefolgt haben. Das ist eine neue Instagram-Seite, die gekommen ist. Die ersten 2 Fahrer, die dem Team gefolgt haben, ist der Valtteri Bottas und der Mick Schumacher. Sag jetzt nicht, Valtteri Bottas und Mick Schumacher sind deine Prediction. Nein, der Bottas nicht, weil ich glaube, der Bottas bleibt bei Mercedes. Aber ich halte fest bei Mick. Ich halte fest bei Mick. Und ich sage, Felipe Drugovic. Jo! Also, es tut mir leid, ich wollte dich nicht auslachen, aber was hast du getrunken heute Morgen? Heute Morgen? Zum Morgen meinst du? Ich hatte heute einen Kaffee gehabt und viel Wasser. Also ich hoffe, es war Wasser. Wodka hat die gleiche Farbe. Nein, okay. Aber schau, also ja, du... Eben, ich meine, das sind Spekulatius und also ganz ehrlich, dass ein Drugovic könnte kommen, irgendwo durch, könnte ich es vielleicht schon vorstellen, bringt Geld mit auch und Südamerika bringt er mit und ich meine, bei Essen ist er nicht mehr als nur ein Ersatzfahrer und ich meine, eine Chance auf ein Cockpit wird er nie haben, weil wenn der Alonso geht, nennen sie ihn nicht, dann nennen sie einen anderen Fahrer, 100 Pro. Ja. Und Stroll ist ja eh wieder so ein anderes Thema. Darum, ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, hey, fuck it, Alter, weil ich will fahren und bin da die ganze Zeit noch Live-Fahrer. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, neue Autogeneration hat ja eigentlich in dem Sinne nichts, wo ein Defizit wäre. Weißt du, was ich meine? Also klar, er ist jetzt schon lange nicht mehr gefahren in dem Sinne, aber ich meine, es ist eine neue Fahrzeuggeneration, ein anderes Chassis als da, die fahren sich anders als die jetzigen Formel 1-Wagen, von dem her gehen alle wieder mit der gleich viel Erfahrung in etwa rein. Darum denke ich, wäre er schon noch ein Kandidat. Und ja, Mann, Mick hätte ich einfach Gottverdammt nochmal in der Formel 1 gesehen. Kann es doch nicht sein. Ja, es tut mir leid, aber das wird nicht passieren. Du bist ein Pessimist. Warte ab! Ja, ich bin Pessimist. Ja. In einem Jahr hocken wir wieder da und dann sage ich dir dann so, hast du gesagt? Ja, von mir aus. Ich meine, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich lasse gerne den Yuki bei Red Bull fahren und den Alex Palou bei Cadillac. Oder es wäre schöner zu sehen und den Bottas bei Mercedes. Aber ich sehe, dass ich dieses Jahr ausnahmsweise mal deutlich die realistischere Prediction abgebe als du. Ja, aber ist gut, das macht es spannend und nein, ich finde auch deine Predictions haben irgendwo durch einen guten Ansatz. Ich meine, wer zuerst in einem Team auf Instagram folgt, ist schon klar die Aussage dafür, dass er das jetzt bekommt. Aber... Ja, aber das sind immer so, ich meine, denke einfach so, es ist schon ein bisschen speziell, weißt du, wie ich meine? Das geht, nein, es ist schon speziell. Ja. Ich meine, das geht zum Beispiel der Bottas auch noch drin gefallen. Weißt du, ich meine, ich hätte auch wieder können mit dem Daniel kommen, weil der Daniel steht auch immer noch ein bisschen der Gerücht rum. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass er nicht wird wieder zurückkommen in die Formel 1. Ich glaube auch, dass ein Daniel nicht wird zurückgehen. Weil der Daniel braucht nicht wieder so ein HRT-like Team, wie er zum ersten Mal gestartet ist. Das bringt ihm nichts. Man hat im Drive to Survive auch ganz klar gesehen, dass er so ein bisschen aufgegeben hat, dass er sich selber gefragt hat, ob er das Risiko noch eingehen oder nicht. Ich glaube, wenn Cadillac realistisch ist, dann werden sie einen Bottas nehmen. Weil ein Bottas bringt er, glaube ich, das beste Feedback, das du kannst haben. Er bringt er marketingtechnisch auch viel etwas rein. Der Perez bringt einfach mehr Geld, wegen dem bin ich auf ihn gegangen. Aber ich glaube, schlussendlich, wenn sie gescheit sind, dann gehen sie für einen Bottas. Ja, das 100%. Ist schon so. Ja, du. Ja? Schwierig. Wir werden das sehen. Aber die Predictions sind noch in weiter Ferne, oder beziehungsweise, dass da etwas mal kommt, wird wahrscheinlich noch ein Weile gehen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich erst gegen
Mitte, Ende Jahr mal etwas erfahren, in welche Richtung das wird gehen, weil jetzt ist noch alles viel zu früh. Also es wäre eine riesige Überraschung, wenn jetzt irgendwie schon kommt, so hey, Cadillac nimmt einmal einen Fahrer von, weiss nicht, zum Beispiel der Bottas oder so. Wäre schon krass, wenn sie so etwas jetzt schon wieder announcen. Das Ding ist, vielleicht bringt es sogar etwas, weil wenn sie ihn schon für 26 unter Vertrag stellen, oder schon für 25, dann können sie jetzt schon Simulationstests mit diesen Fahrern machen. Ja, logisch, aber ich denke, dass der Bottas wahrscheinlich möchte jetzt erst mal zuwarten, wie tut Antonelli fahren oder halt Russell und wie gross sind meine Chancen auf eine Rückkehr bei Mercedes. Weil ich glaube, er selber möchte schon lieber wieder bei Mercedes fahren. Ja. Und darum denke ich, er wird das nicht gerade irgendwie in den nächsten 2 Monaten irgendwie plötzlich mal kommen, so hey, Bottas geht jetzt zu Cadillac. Also es würde mich mega überraschen, aber eben, man weiß ja nie, es ist Formel 1. Ja, das ist so. Ja. Ja gut, dann würde ich schon mal so weit sagen, wäre es das schon gewesen mit der heutigen Episode vom Unsafe Release Podcast. Heute mal ein bisschen kürzer. Ich habe so gesagt, es wird etwa maximal eine halbe Stunde bevor Aufnahme. Jetzt sind wir gleich wieder fast bei einer Stunde. 50 Minuten haben wir jetzt. Ja, wir sind auch gar nicht abgedriftet. Also. Ja, es geht. Es war überschaubar. Aber ja, das wäre es gewesen. Wie gesagt, macht gerne mit bei unserem Tippspiel. Alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Oder sonst, wie gesagt, einfach schnell kurz auf Instagram @unsafereleasepodcast DM schicken. Dann tue ich dort gerne weiterhelfen, wenn etwas wäre. Und sonst würde ich mal sagen, sehen wir uns oder hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Die wird, denke ich mal, hankerum wieder so in 2-3 Wochen kommen. Darum gerne auch auf Spotify, Apple, wo auch immer unserem Podcast folgen. Wir würden uns sehr supporten mit dem und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.